Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. In ein paar Tagen ist es soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Wie sieht's aus bei dir? Hast du schon alle Geschenke besorgt? Ist deine Liste abgearbeitet oder hast du vielleicht zumindest deinen eigenen Wunschzettel schon fertig ausgefüllt? In dieser Zeit denke ich auch öfters mal zurück an meine eigenen Kindheitstage. Wie war das Entgegenfiebern auf den heiligen Abend und dann das Warten vor der geschlossenen Weihnachtszimmertür, bis dann aufging und die Bescherung anfing und man endlich seine Geschenke auspacken durfte. Was war das für eine Freude, für eine unbändige Freude an diesem Weihnachtsfest. Man hat mit den neuen Sachen gespielt und sich ganz darin verloren. Manchmal sehne ich mich zurück nach diesen Kindheitstagen, nach diesem Gefühl der Freude und dann finde ich es schade, erwachsen zu sein. Erwachsene denken immer so viel und ich finde, als Erwachsener ist es fast schwerer, beschenkt zu werden, als etwas zu schenken. Weil, wenn man beschenkt wird, hat man nicht mehr dieses unbändige Gefühl von Freude. Man denkt immer gleich zu viel, was, wozu und womit und wohin und diese ganzen Dinge. Aber dieser Moment der Freude ist ein bisschen weg. Wie schön wäre es, wenn man die Tür am Herzenskämmerchen ein Stück weit wieder aufmachen könnte und sagen, ja, ich bin wieder Kind in dem Moment und ich freue mich so wie ein Kind. Ein bisschen ist das auch eine Übungssache. Wenn ich versuche, mal ganz im Moment zu sein, im Jetzt zu sein und mich wirklich auf das Geschenk, auf den geschenkten Moment einzulassen und das drumherum zu vergessen, im Jetzt, im Hier, im Moment, dann kommt vielleicht ein Stück von dem Glanz in den Augen zurück, wie sie bei Kindern so schön leuchten. Vielleicht probiert ihr das mal aus jetzt an Weihnachten, das Üben, sich auch beschenken zu lassen. Deshalb wurde Gott Mensch an Weihnachten. Das feiern wir, dass Gott als kleines Kind in die Krippe kommt, als Säugling. So ein kleines Menschenkind, das lebt auch ganz im Moment und braucht unsere Liebe, unsere Fürsorge im Moment, jetzt. Nicht drumherum, nicht für gestern und für morgen, sondern für heute, für jetzt, für den Moment. Vielleicht kommt auch deshalb Gott als Mensch auf die Welt, als Säugling an Weihnachten. Dass wir Erwachsene das wieder lernen können, ganz im Moment zu sein, wie wir es für einen Säugling da sind, so im Moment, so vielleicht auch in einem beschenkten Moment. Ich wünsche euch viele schöne Freudenmomente, entweder beim Schenken oder beim Beschenktwerden. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.